Herr Präsident, wann jemand engem ausländische Gas durch Staatstaat trippelt, dann gëtt gefrot, die politische Strukturen ha am Land zu erklären, dann ass die ominös Institution vom Staatsrat méchens dat lächt, wat du trei kennt. Da soge Appes, wat den der Einfachheit halber mal gerne wäsch lässt. Se den heierst Parlament, dat gëtt 5 Joer vom Volk gewählt, du hast Regierung, dat gëtt vom Parlament gewählt, und du niwen run als Dekoration, du hast de Grand Duc. An ihr den bei de Staatsrot kennt, se die sich ganz oft, dat bringt lo neicht, fir och der Toten zu erklären. Das ist auch schwer für unsere Schüler am Lycée beizubringen. Du kennt vielleicht den einen oder anderen Enseignant bannen Lied davon sangen. Und ich bin mir mal nicht sicher, ob eine breite Majorität von der Wursten hier am Land überhaupt an der Lage wäre, für genügend Aufgaben und Funktionament und Zusammensetzung vom Staatsrat zu beschreiben. Der Staatsrat ist für viele Leute nicht richtig greifbar, weil nicht die instinktiv demokratische Logik vom 21. Jahrhundert herabpasst. Passt nicht dran an die vielleicht ein bisschen naive Vorstellung, dass der Pouvoir vom Volk ausgeht und dass die Majorität von den Wählerstimmen über die Gesetze dezidiert. Seine Utilität, seine Daseinsberechtigung ist nicht so eindeutig, dass diese kann man mit engem Satz durchstellen. Und dazu dreht auch zu einem großen Teil der Mangel an Transparenz bei. Herr Präsident, wo wir für Jahren angefangen haben, eine alternative Verfassung zu schaffen, die, an der just nebenbei noch immer beim Staatsrat pour avis leidt, haben wir uns viel froher gestellt über das Institution. Es waren wie von tiefgreifend Diskussionen. Und wir haben uns froh gestellt, ob ihn dann so etwas wie ein Staatsrat überhaupt noch bereicht am 21. Jahrhundert. Finalement haben wir uns entschieden, für den Staatsrat auch an unserem Verfassungsprojekt beizubehalten, wenn auch mit ganz unterschiedlichen Prämissen. An der Chambre haben wir die fundamentalen Diskussionen aber nicht so gefordert. Du hast für allem klein gedurcht auf Basis von einem nicht immens ambitionierten Text, der von der Regierung ausgeschafft wurde. Für allem also die eigentlich froh, die ich dem ganzen Volk hätte müssen stellen, gar nicht auf den Tisch kommen. Und die froh, als ob wir überhaupt den Staatsrat brauchen, aber ja, für was, aber in welcher Form. Weil was möchte der Staatsrat eigentlich genau? Er kontrolliert die juristische Stichhaltigkeit und Kontabilität von den Gesetzestexten mit schon existierenden nationalen und internationalen Gesetzestexten. Aber wenn er grundsätzlich juristisch Probleme findet, kann er den legislativen Prozess in extremis temporär blockieren. An besonderen Momenten von Hybris wird der Staatsrat sich selber schon als Hüter von der Verfassung beschrieben, was meiner Meinung nach echt etwas aussieht, über die komplett unzureichende Kontrolle konstitutionell an der Konstruktion von unserem Staat. Wenn man also von den politischen Konsiderationen aufgesehen, die der Staatsrat sich gelegentlich nicht verkneifen kann, obwohl er so eigentlich dürfen keine wirkliche Legitimität hat, dann ist seine Rolle also die von einem juristischen Conseil. Und da stellt sich natürlich vor, ob er für diesen juristischen Beistand eine eigen an der Verfassung verankerte Institution braucht oder ob er nicht einen seriös abgestalteten juristischen Dienst von der Chambre mit dem nötigen Personal kennt dieselben Aufgaben überholen. Die allermeisten Gesetze stammen schon à la base aus der Feder von Regierungsbeamten. Aber wir stellen effektiv fest, dass es dabei immer logistisch, juristisch oder auch konstitutionell Probleme gibt, auf die der Staatsrat aufmerksam ist. Wir wären nicht eigentlich die Aufgabe von der Chambre als Institution, das zu redressieren. Was ich immer so will, ist, dass wir den Staatsrat brauchen, weil wir ein schwaches Parlament haben. Weil das Parlament ganz einfach, aber bei weitem nicht Personal hat, für die Volksvertreter die Unterstützung zu bieten, die sie eigentlich für ein seriös legislativ Arbeit brauchen. Und das ist auch nichts Neues. Interessant ist aber für allem die Reziprozität von der Feststellung. Weil wir den Staatsrat haben, brauchen wir auch kein starkes Parlament. Die Existenz vom Staatsrat legitimiert also quasi ein schwaches Parlament und das arrangiert eine ganze Reihe Leute hier am Land. Wo der Staatsrat 1856 geschafft ging, du hatte eine ganz spezifische Rolle und einen ganz spezifischen Kontext von der Restauration.
En ass vum demolegen Kinnek Grand Duga gesät ginn fir Parlament ze kontrolieren, fir quasi opzupassen, dat Volksvertreter keng Dummheete machen, Dummheeten wie zum Beispiel méi Rechter fir d Bierger vum Land. Zeiten hunn sech natierlich geändert. An Roll vum Staatsrot huet evoluiert. Mech menggen net so fundamental, wen se dat eigentlich wünsche misst am 21. Jahrhundert. Weil fundamentale Changement hat zum Beispiel daran bestanden, de Staatsrot im Parlament zu erstellen, an net wie bislo der Regierung. Am Moment as jo so dat Parlament net mal der Präsident vom Staatsrot kann eine Kommission konvokieren. Für eis wär dat reale Sprung no vier gewicht der Sachen Demokratie. An wofür immer dat auch so an eis Alternativverfassungen geschrieben. Herr Präsident, wenn wir lo méi konkret op das Reform gucken, da fällt eng de schnell de Spruch vom römischen Dichter Horaz an: Der Berg kreiste und gebar eine Maus. Das Resultat, dat schlussendlich he soll votiert gehen, rechtfertigt op alle Fall net de ganzen Zo, die rundherum die Reform vom Staatsrot gemerk gouf. Ugefangen mam Nominationsprozess. Kollege von der CSV hatte jo ursprünglich proposiert, dat Chamber als einzig kann Nominationen vierhöllen. An dat, une fois n'est pas coutume, als ist ganz sympathisch gewircht. Mit Majorität findet méi flott, wann wie bislo offiesselte Staatsrot selber dann die Regierung an den Chamber kann proposieren. Auf als sos, ich zitiere aus dem Rapport, wer la nature multifacette du Conseil d'État menacéiert. Dat müssen sich eigentlich mal auf der Zunge zergoen lassen. Was also lo bleibt, sie kosmetisch Änderungen ohne reale Reperkussionen. Immerhin bleibt also lo den Tralala mit den 3 Worten erspurt. Auch der Staatsrot am vierfältige Profil von den Leuten definiert, die solle proposiert, sind wir aber auch ganz skeptisch. Salariatskummer weist an hier immer wie mat recht darüber hin, dat dummer da ganz viel sozioprofessionell Kategorien riskieren d'Office ausgeschlossen zu gehen. Und das ist aber nicht immens für Natur multifacette vom Staatsrot. Und dann zu froh zu der politischer Repräsentation. Es ist immer gut nicht so sicher, ob es gut für die Institution Staatsrot ist, wann die politisch Kräfteverhältnisse von der Chamber repräsentiert. Lo kann eng Partei e Member am Staatsrot kree, wann bei 2 konsekutive Wahlen op ans 3 Deputéierten krit. Zumindest soll die Instanz, die grad proposéiert, dieser froh Rechnung drohen, zwingend als dat schon net wirklich. Wir freuen uns trotzdem für Kollegen von der ADR an wünschen ihnen, dass sie da noch vielleicht irgendwann eng Frau an ihre Reihe fannen, die sie nominieren können. Justement, die neue Regelung für eine bessere Repräsentation von der Frauen am Staatsrot als von den wesentlichen bescheidenen Neuerungen, die wir wirklich begrüßen. Die Reform sieht schon viel, dass alle Geschlechter ob manst 1/3 von den Membern muss stellen, was schon an der Praxis für allem heißt, dass ob manst 1/3 muss Frauen sein. Wir begrüßen das natürlich, fanden das schon lange überfällig ist, und gleichzeitig bedauern wir, dass die Regierung hier nicht mehr weit gehen in Richtung von einer mehr grosser Parität oder zumindest das umsetzt, was für Parteien gilt, nämlich ein Prozentsatz von 40 als Undeel für alle Geschlechter. Das zweite Element, das man noch begrüßen kann, ist, dass Lode soll de Wort über all avis publiziert gehen, das heißt, wie viele Member präsent waren und wie viel dafür an der Gegend gestimmt haben. Das ist zwar nicht ein winziger Schritt in Richtung Transparenz bei einer ganz undurchsichtigen Struktur, aber mit dieser Regierung hat sich schon gewinnt, auch schon über wenig Fortschritte zufrieden. Oder für an der Bilderspruch von der Regierung zu bleiben. Fensteren gehen hier nicht groß abgerappt, aber die Fenster gehen zumindest 2 Minuten auf Kipp gestaltet. Schlussendlich schon mal so eine Reform hier, die eigentlich den Numm so nicht verdient wird. Es gibt diese Plosteren, ob ein Patient gepasst, den dringend misst, ob Herz sanieren, überprüft gehen. Auf alle Fälle geht es mit dieser Reform nicht mehr einfach für die Enseignants am Land, wie ihre Stühler den Staatsrot zu erklären. Auch wenn wir nicht strikt gegen die verschiedenen Elemente sind, so überweit die Enttäuschung von der verlorenen Chance und das Gefühl, dass die Regierung just pro forma ein paar Änderungen möchte, für den Status quo besser können zu verkaufen. Aus diesen Gründen werden wir uns auch beim Wort enthalten. Merci.